Ja, liebe Zuschauer, vor der heutigen Partie, da prickelt's wieder. Sebastian, die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig. Und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen. Und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und der Ball ist drin. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Von wegen vorsichtig, von wegen erstmal ins Spiel hineintasten. Hier geht's gleich ab, 1:0. Schon in der zweiten Minute konnten sie also ihr erstes Tor feiern. Schön nach vorne geköpft. Super Pass. Der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Jetzt muss die Flanke kommen. Ja, schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Und das sieht man in der Mannschaft. Stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne ab. Und ganz sicher das Zuspiel. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zweimal Eingang. Und lasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Manch einer hat den schon drin gesehen, aber der Torhüter ist dann doch noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Der leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Wunderbar gesehen. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Ja, das sieht gut aus. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Der scheint heute fast alles zu halten. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, das nenne ich einen Lauf. Gute Kopfballtechnik. Klasse, wie er den spielt. Ja, knapp im Abseits. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk.
Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und so sieht beim Tackling perfektes Timing aus. Guter Spielzug. Und jetzt muss er schießen. Tor, und jetzt ist ja alles wieder offen, liebe Zuschauer. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles wieder völlig offen. Ja, schöner langer Ball. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Und das können sie. Präzise Eckbälle spielen. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Ja, das macht er gut. Per Kopf. So, beide Mannschaften haben je ein Tor erzielt. Und dann steht es logischerweise zur Pause 1:1. Ja, meine Damen und Herren, außer ein bisschen Mittelfeldgeplänkel war hier in den ersten 45 Minuten nicht viel los. Kein Wunder, dass noch nicht mehr Tore gefallen sind. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Klug gespielt. Ja, das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Seine Stärken hat er auf der Linie. Das war einfach nur eine klasse Parade. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Oh, da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Wunderbarer Pass. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Ja, bloß weg damit. Der Schiedsrichterassistent hebt seine Fahne vollkommen zurecht, wie ich meine. Klares Abseits. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Diszipliniertes Abwehrverhalten.
Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Ein Weltklasse-Pass. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Ja, Tor. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon 2 Tore erzielt. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenlinie. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Klasse Kopfball. Ja, der gehört dem Verteidiger. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Distanzschuss. Nee, da hat er zu wenig Zielwasser getrunken. Tja, das war die Chance. Aber sie liegen halt immer noch hinten. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Und der Ball kommt an und das bei der Entfernung. Respekt. Und das sieht gefährlich aus. Ja, das hat er schwach gemacht. Das war einfach nichts. Tja, und schauen Sie mal auf den Trainer. Der schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Geht das hier heute knapp zu. Und die Frage ist natürlich, schaffen sie jetzt so kurz vor dem Abpfiff vielleicht doch noch irgendwie den Ausgleich? Ja, steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. Das hat er gut gesehen. Aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Oh, das war clever gepasst. Freistoß und da hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte aus der Brusttasche holt. Schön per Kopf weitergeleitet. Schau, der Schuss, der ging ja ehrlich gesagt nicht mal in die Nähe des Tores. Ja, diese Schwächen im Abschluss, die könnten ja letzten Endes für die Entscheidung sorgen. Das Spiel ist aus. Sie haben gewonnen und damit beenden sie die Saison in den oberen Tabellenregionen. Schluss, aus, vorbei. Meine Güte, das war zumindest von einer Mannschaft ein Trauerspiel. Die Verteidigung löchrig, der Torhüter schwach. Ganz bitteres Spiel.
So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.